Desillusionierung, das ist, wenn man erkennt, dass man eine Illusion geglaubt hat. Auf Deutsch gesagt reden wir hier von einer Enttäuschung. Wenn wir merken, dass man sich täuscht hat. Und die Erfahrung von der Desillusionierung oder Enttäuschung, das ist meistens eine unangenehme Erfahrung, weil etwas zerbricht oder eine Welt an sich geht kaputt. Etwas, was man geglaubt hat, kann man nicht mehr so glauben. Eine Annahme ist neu zu definieren. Und obwohl das eine unangenehme Erfahrung ist, also keiner von uns wird gern enttäuscht, oder? Keiner von uns täuscht sich gern. Das ist eine unangenehme Erfahrung. Aber eigentlich ist das eine grundsätzlich positive Erfahrung und ein wertvolles Erlebnis. Weil, wenn man herausfindet, dass der Weihnachtsmann gar nicht echt ist das vielleicht schmerzhaft und so und du hast das Gefühl, deine Eltern haben dich angelogen. Aber es ist auch gut, dass du das verstehst, weil du willst ja nicht dein Leben lang einer Lüge nachrennen. Wer von euch hat gemeint, der Weihnachtsmann gibt es und ist enttäuscht worden? Ja, da? Das ist eher in Deutschland der Fall. Sehe ich. Ich weiss noch, als kleiner Schulbub, als Primarschüler, haben wir einmal einen Ausflug gemacht in die Post, in die Postfiliale in Lausen. Ich komme aus Lausen, das ist ein Dörfli hier vorne. Und ich weiss nicht warum, aber ich habe gemeint, mich erwartet jetzt hier Roboter und Laufbänder und so ein Verteilungszentrum. Ich habe das, glaube ich, im Globi-Heftchen mal gesehen. Ich habe mich so gefreut auf diesen Postausflug. Und dann sind wir dort reingekommen und das, was ich sehe, sind nicht Roboter, die hier die Briefe verteilen, sondern so zwei alte Frauen, die Briefe in Kisten, in Plastikkisten rein und wieder raus und rein und raus. Und wir schauen das an und so und ich bin so enttäuscht gewesen. Ich bin heimgekommen, traurig. Meine Mutter fragt mich, was ist los? Ja, das hat nur alte Frauen gehabt, die Briefe verteilt haben und so. Und schaut, obwohl das vielleicht schmerzt, oder? Bin ich froh, weiss ich es jetzt besser, weil ich bin froh, weiss ich, dass das einfach so ist, oder? Und das ist so bei der Desillusionierung, oder? Und in der nächsten Woche schauen wir 4 Personen an aus der Bibel. 4 Personen, die so eine Desillusionierung erlebt haben. Die sind 4 Personen mit Jesus unterwegs gewesen. 4 Personen, die Hoffnungen, Erwartungen und Wünsche hatten und die enttäuscht worden sind. Und jetzt kommt der springende Punkt von dieser Serie. Diese Leute sind desillusioniert worden, gerade weil sie mit Jesus unterwegs waren. Gerade weil sie geglaubt haben, sind sie enttäuscht worden. Sie wären nicht enttäuscht worden, wären sie nicht mit Jesus unterwegs gewesen. Manchmal gehen wir von dieser falschen Annahme aus, dass wenn wir gläubig sind und wenn wir an Gott glauben, dass wir von jeglichen Enttäuschungen irgendwie befreit sind. Aber das ist nicht die Wahrheit, oder? Die Wahrheit ist, gerade weil wir mit Jesus unterwegs sind, erkennen wir mehr und mehr die Wahrheit, oder? Er führt uns in alle Wahrheit und das ist nicht immer ein angenehmer Prozess, sondern kann auch schmerzhaft sein, weil Weltbilder gehen kaputt. Sachen, die wir erwartet haben, zerbricht, oder? Wir werden enttäuscht und das ist etwas Gutes. Wir werden befreit von einer Täuschung. Und ich sage es jetzt mal ganz provokativ heute Morgen. Auch euch in ICF Basel. Jesus tut gern enttäuschen. Jesus enttäuscht dich gern, weil es dient zu deinem Besten. Er will dich in die Wahrheit führen, er will dich von deiner Täuschung befreien. Okay? Wer von euch möchte gerne heute Morgen von Jesus enttäuscht werden? Es ist natürlich eine Ironie in dem Ganzen drin. Ich möchte heute über die erste Person schwätzen und das ist der Judas. Wir reden heute über den Judas Iskariot. Der Judas, der mit Jesus unterwegs ist und desillusioniert worden ist. Und der Titel von meiner Predigt ist auch ein bisschen provokativ, aber dann bleibt ihr wach.
Der Titel ist «Wie werde ich zu einem Fundi?» Wie werde ich zu einem Fundamentalisten? Eine Anleitung aus der Bibel am Hand vom Judas. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was hat der Judas mit Fundamentalismus zu tun? Was hat das zusammen? Ich komme gerade auf das. Aber schau, es ist möglich, dass du dich so in einer Art und Weise verrennst, dass du sogar zum Verröten wirst an dem, was dir eigentlich wichtig ist. Es ist möglich, dass du dich so leidenschaftlich verrennst und meinst, du bist im Auftrag von Jesus unterwegs und gleichzeitig zum Verröten wirst an dem Jesus. Ich muss kurz erklären, wer der Judas Iskariot ist. Judas ist einer der engsten Freunde von Jesus. Er ist im engsten Kreis. Er ist 3 Jahre lang mit den 12 Jüngern mit Jesus Tag und Nacht unterwegs. Die sind durchs Land gezogen. Der Judas hat ihn erlebt. Und am Ende von diesen 3 Jahren ist es der Judas, der Jesus für 30 Silberstück verraten hat. Indem er den Ort von Jesus bekannt gegeben hat, wo er in der Nacht ist. Und du musst verstehen, Jesus war mega beliebt unter den Menschen. Im allgemeinen Volk ist Jesus hochbeliebt. Er hat Spruch geredet von den einfachen Leuten, sie haben sich verstanden gefühlt von ihm und er hat die Elite kritisiert. Oder? Der war beliebt. Dort, wo er angegangen ist, hat er Menschen gehabt, Menschen sind zu ihm angeströmt, er war beliebt. Aber unter den Eliten, unter den Hohenpriestern, unter den Machthabern ist er verhasst. Es heisst in der Bibel, dass sie eifersüchtig sind auf ihn. Weil er so beliebt war und erfolgreich war. Oder? Sie haben ihn nicht mögen, weil er auch sie öffentlich kritisiert hat, weil er gotteslästernde Sachen gesagt hat in ihren Augen. Und unter anderem und nicht zuletzt ist er auch eine politische Gefahr gewesen, der Jesus, oder? Ja, ich meine, du musst dir vorstellen, überall, wo der Jesus an ist, hat es Volksaufläufe gegeben. Hunderte, Tausende von Menschen sind zusammengekommen. Und Israel zur damaligen Zeit war besetzt von Rom. Das heisst, wenn da so Volksmengen zusammengekommen sind, ist das nicht unbeobachtet passiert, oder? Die Römer haben ihn gesehen und haben ihn als Gefahr betrachtet, oder? Weil es hat immer wieder Rebellen gegeben und Aufstände. Das heisst, die jüdische Obrigkeit, die Hohenpriester und so weiter, haben Jesus aus dem Weg räumen. Sie haben ihn verhaften, sie haben ihn hinrichten, weil er sie genervt hat, weil er schlecht über sie geredet hat und weil er auch das politische System und Sicherheit gefährdet hat. Und sie haben sich aber nicht getraut, ihn zu verhaften, weil er so beliebt war. Oder? Jesus hat gelehrt in aller Öffentlichkeit, im Tempel, auf der Straße, überall in den Häusern. Es sind hunderte Leute zusammengekommen und sie haben sich nicht getraut, ihn zu verhaften, weil sie Angst vor dem Volk hatten. Das heisst, sie haben einen günstigen Moment gesucht, um Jesus zu verhaften. Und jetzt kommt der Judas ins Spiel. Wir lesen in der Bibel, dass beim Passamol, und das ist das letzte Obermal, wo man so das berühmte Bild, oder, vom Leonardo, glaube, und haben sie das gefeiert. Und dann heisst, der Judas schleicht sich raus und Jesus sagt, gang, für was du bestimmt bist, oder? Gang jetzt und mach das, oder? Und Judas geht zu den Tempeldiener und verrotet den Ort, wo Jesus ist, im Garten Gethsemane, dort, wo Jesus, als er in Jerusalem war, jeder oben Zeit verbracht hat und übernachtet hat. Für 30 Silberstücke. Ich möchte jetzt euch den Text vorlesen, was dann passiert ist. Matthäus 26, 47 bis 54. Und während er noch redete, da kam Judas, einer von den 12, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Knüppeln im Auftrag der Hohenpriester und der Ältesten des Volkes. Der ihn aber auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen verabredet. Den ich küssen werde, der ist es. Den nehmt fest. Und sogleich ging er auf Jesus zu und sagte, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus sagte zu ihm, Freund, dazu bist du gekommen. Da kamen sie auf ihn zu, ergriffen ihn und nahmen ihn fest. Da hob einer von denen, die mit Jesus waren, seine Hand und zog sein Schwert,
schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das Ohr ab. Ein anderes Evangelium sagt, es war der Petrus. Da sagt Jesus zu ihm, steck dein Schwert an seinen Ort. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen? Doch wie würden dann die Schriften in Erfüllung gehen, nach denen es so geschehen muss? Jesus ist im Garten Gethsemane. Der Judas kommt mit den Tempeldienern, mit Knüppel und Stöcken und Schwertern und sie kommen und verhaften Jesus. Der Judas küsst Jesus, dass sie wissen, wer sie müssen verhaften müssen. Der Petrus greift zum Schwert, haut dem Diener vom Tempel, vom Hohenpriester das Ohr ab und Jesus tut sie recht weisen. Er sagt, hey, wer das Schwert zieht und durch Schwert tötet, wird auch durch Schwert umkommen. Und das heisst dann, dass Jesus sich abführen lässt. Er wehrt sich nicht. Jesus wird verhört und auspeitscht und verprügelt und alle Jünger flüchten und haben Angst. Jesus geht ans Kreuz, stirbt der schreckliche Tod am Kreuz, oder? Für dich und mich, damit wir eine Beziehung haben zum Schöpfer von Himmel und Universum. Und wo der Judas merkt, was er gemacht hat, erlebt er die grösste Desillusionierung von seinem Leben. Er erlebt die grösste Enttäuschung, die es gibt. Es reut ihn, heisst. Er verzweifelt, er ist entsetzt. Er wacht aus seiner Enttäuschung auf und will die 30 Silberstücke wieder zurückgeben, heisst. Und er geht zu dem Tempel, zu der Hohenpriester und sagt, da die 30 Silberstücke. Und ich sage, was wollen wir mit dem Geld? Und er wirft die 30 Silberstücke in der Verzweiflung in den Tempel von Gott, oder? Und das heisst, er geht weg, verzweifelt und er hängt sich. In der Apostelgeschichte steht, er stolpert auf einem Acker und sein Bauch platzt auf und seine Eingeweide kommen raus. Der Judas nimmt ein tragisches Ende. Er hat sich verrennt. Er hat seinen Meister, seinen Freund Jesus verraten. Er hat sich in Jesus getäuscht. Warum sage ich das? Warum sage ich, der Judas hat sich in Jesus getäuscht? Die grosse Frage, die wir uns stellen müssen, ist folgende. Wieso hat der Judas Jesus verraten? Ich meine, du bist 3 Jahre mit ihm unterwegs, siehst, wie er läuft, was er lehrt, was er für Wunder macht. Wieso hat Judas das gemacht? Die traditionelle Erklärung, was man sagt, wieso der Judas das gemacht hat, ist eigentlich, macht man sich mega einfach. Man sagt einfach, der Judas war böse und geldgierig. Oder? Und wenn du die traditionellen Darstellungen schaust vom Judas, das Bild mitgebracht, dann wird er immer sehr ähnlich dargestellt auf all diesen Gemälden. Rote Haare, eine krumme Nase und Geld in der Hand. Die roten Haare ist ein Zeichen für Unbeherrschtheit, oder? Sorry, Salome. Nein, das war ein blöder Witz. Das ist aber das, was man denkt. Rote Haare ist ein Zeichen von Wildheit, von Unbeherrschung, von keine Selbstkontrolle. Krumme Nase ist ein Zeichen fürs Böse. Und der Geldbeutel ist natürlich Geldgier, oder? Und das ist für den Antisemitismus ein prägendes Bild geworden. Antisemitismus ist Judenhass. Das ist das, was man über Juden, der Stereotyp, krumme Nase, geldgierig und böse, und die haben Jesus verraten. Oder? Das ist natürlich absoluter Blödsinn und ist böse, so etwas zu sagen. Jesus selber war ja ein Jude. Antisemitismus hat nichts mit der Bibel zu tun und mit Jesus und dem Glauben. Einfach, dass wir das mal geklärt haben, das ist böse. Oder? Ich möchte heute aber eine alternative Darstellung von dem Judas probieren zu vermitteln, wo ich das Gefühl habe, ist viel wahrscheinlicher und sinnvoller. Und wir bekommen, wenn wir das neue Verständnis haben über Judas, auch ein besseres Verständnis darüber, warum Judas denn Jesus verraten hat. Warum ist das denn passiert? Wieso ist er desillusioniert worden? Und wenn wir das machen, wird vor allem etwas deutlich. Wir merken,
dass in uns allen ein Stückchen Judas drin ist, wo eine gesunde Enttäuschung von Jesus nötig hat. Eine gesunde Desillusionierung. Und um das zu verstehen, müssen wir den Namen von Judas genauer anschauen. Judas Iskariot. Judas Iskariot. Was heißt das? Iskariot ist latinisch und stammt sehr wahrscheinlich von dem Wort Sikarier. Sikarier. Wer sind Sikarier gewesen? Sikarier, Iskariot, Sikarier ist das Wort Sika drin und das Wort heißt Dolch. Sikarier sind Dolchträger gewesen. Der Historiker Josephus, der jüdische Historiker, beschreibt Sikarier und er sagt, es sind Attentäter gewesen. Terroristen oder Freiheitskämpfer, je nachdem von welcher Seite du es anschaust. Oder? Leute, die Attentat ausgeübt haben auf römische Personen, aber vor allem auf korrupte Priester, die mit den Römern gemeinsame Sachen gemacht haben. In grossen Menschenmengen haben sie bei helllichtem Tag, weil sie so einen kleinen Dolch unter dem Gewand hatten, haben sie sich angeschlichen an so einen Machthaber und haben ihn abgestochen und sind wieder in die Menge untertaucht. Das sind für die Juden Freiheitskämpfer und Helden und für die Römer sind sie Terroristen oder eben Fundamentalisten. Jetzt sind wir wieder am Anfang, oder? Und es könnte sein, und es ist sehr wahrscheinlich, dass der Judas Iskariot so ein Sikarier war, der gedacht hat, ich muss mit Gewalt, man muss das Schwert in die Hand nehmen, um das Reich Gottes auf die Welt bringen, oder? Wir müssen manchmal halt auch Gewalt anwenden und wir müssen mit Gewalt die Feinde von Israel aus dem Land raustreiben und halt sie abstechen, wenn es muss sein, mit Attentat. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Judas Jesus aus Geldgier verraten hat, weil 30 Silberstücke ist nicht unheimlich viel. Du kommst vielleicht einen Monat durch mit dem Geld, aber für das tust du jetzt nicht unbedingt dein Leben aufs Spiel setzen und deinen Freund verraten. Oder? Es ist unwahrscheinlich, dass er das aus Geldgier gemacht hat. Viel wahrscheinlicher ist, dass der Judas, der Sikarier, Jesus wollte einen Schubs geben. Einen Schubs geben, dass Jesus jetzt endlich seine Rebellion gegen die Römer startet. Verstehst du? Er wollte ihn zwingen, dass im Moment der Verhaftung Jesus endlich seine Macht offenbart. Als Messias. Als Befreier von Israel. Und er hat gedacht, wenn dann die Hohenpriester kommen und die Tempeldiener im Garten Gethsemane, dann wollen sie ihn verhaften. Aber Jesus lässt sich doch nicht verhaften. Er hat ja die Wunder gesehen, die er gemacht hat, oder? Dann zeigt er seine Macht und entweder das Volk hat er ja schon auf seiner Seite, oder? Die einfachen Leute. Die hat er schon auf seiner Seite. Nur noch die Elite hat er noch nicht auf seiner Seite. Und wenn sie dann sehen, wenn Jesus seine Macht zeigt, dann bekehren sie sich zu ihm. Oder sie werden halt vernichtet. Wie immer, die Rebellion geht dann los, oder? Das ist der Plan von Judas. Also, sehr wahrscheinlich. Das ist natürlich immer noch Spekulation. Das steht nicht so in der Bibel, aber aufgrund von seinem Namen und wahrscheinlich, dass er Sikarier ist, macht das komplett Sinn, oder? Für die Judas ist Jesus ein bisschen zu zögerlich unterwegs gewesen. Jesus ist für den Judas zwar ein guter Lehrer, aber eine schlechte Führungsperson, oder? Sie sind immer unterwegs gewesen, ohne Plan, haben nicht gewusst, wo übernachten sie, oder? Kein Geld dabei. Der Judas hat gedacht, wenn ich nicht die Kasse führe, sind wir da, landen wir im Chaos, oder? Darum hat er die Kasse geführt von den 12 Jüngern. Und der Judas hat sich genervt ab Jesus, oder? Immer wenn es so gut gelaufen ist, gerade wenn es hat können durchstarten, macht Jesus wieder einen Rückzieher, oder? Er heilt hier Leute, oder? Und es ist fantastisch, oder? Der Lahme steht auf und Jesus sagt, sag's niemandem. Und der Judas, wieso nicht? Lass doch dir das erzählen, dann wird deine Anhängerschaft noch grösser. Und Jesus macht immer einen Rückzieher, oder? Und beim letzten Obenmal, im Passamal, regt sich Judas wieder auf über Jesus, oder? Johannes lehnt sich da an die Brust von Jesus, oder? Und Judas denkt, der Johannes ist schon immer ein schlechter Einfluss auf Jesus, oder? Das weichgespülte, das Feminine. Wir brauchen keinen barmherzigen Rabbi, wir brauchen einen
kriegerischer Messias. Versteht ihr? Einer, der jetzt mal durchgreift und zeigt, was läuft, oder? Einer, der mächtig, gewalttätig und rachsüchtig seine Feinde vernichtet. Der Judas hat die Wunder von Jesus abgefeiert, oder? Dort, wo er Tote erweckt hat und so weiter. Das hat er gefeiert, aber wo er die Tochter von dem römischen Hauptmann geheilt hat, das ist ein komplettes No-Go, oder? Einem Heid, einem Götzendiener seine Tochter heilen, geht's noch? Und dann hat er so komische Sachen gesagt, so unrealistische Züge über Feindesliebe. Jesus ist okay, aber das ist nicht für die Welt, oder? Und das Schlimmste, was Jesus gesagt hat, ist, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das geht gar nicht, oder? Und du verstehst, Judas hat gedacht, ich helfe jetzt Jesus ein bisschen nach, indem ich ihn verrate. Und ich mache sogar im Auftrag von Jesus. Er weiß ja, was ich mache. Er schickt mich sogar, oder? Ich helfe ihm. Wenn es darauf ankommt, dann ist Jesus endlich gezwungen, Farbe zu bekennen und sich als der Messias, als der Befreier zu offenbaren, der er eigentlich ist. Und du siehst, was der Judas machen wollte. Der Judas hat Jesus für sein politisches Verständnis von Freiheit missbrauchen. Der Judas wollte Jesus in sein Verständnis, wie Gottes Reich ist, wie der Messias soll sein, ihn einverleiben in sein eigenes Verständnis, wie es muss sein. Und das ist etwas, was wir alle die ganze Zeit auch machen. Wir alle brauchen Gott oft dafür, damit er uns hilft, unsere Vorstellungen erfüllt. Wenn wir beten, wie oft beten wir, Gott, bitte erfüll du meine Wünsche. Anstatt zu beten, Gott, welche Wünsche hast du? Wie oft beten wir zu Gott und kommen mit unseren Plänen, die wir gesegnet haben, von Gott, schau, das ist meine Idee, Gott, bitte segne du das. Anstatt Gott zu fragen, Gott, was hast du für Pläne? Da bin ich, dir zu helfen, deine Pläne zu verwirklichen. Oder? Mich hat das letztens so hässlich gemacht, als ich die Rede von Putin, einen Teil davon gelesen habe, in dem Stadion, wo er die Kriegspropaganda gemacht hat. Habt ihr vielleicht mitbekommen in den Medien? Hat er die Opferbereitschaft der russischen Soldaten gefeiert und gelobt und so. Und dann hat er etwas gemacht, was mich richtig hässlich gemacht hat. Er hat gesagt, wir sind ein christliches Land, der Putin. Mit christlichen Werten. Und dann hat er Jesus zitiert. Johannes 15,13. Und hat die Opferbereitschaft von seinen Soldaten gelobt. Und er hat gesagt, niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben einsetzt für seine Freunde. Und das ganze Stadion ist in Jubel ausgebrochen. Jesus und seine Soldaten geben ihr Leben hin. Und es ist noch im Namen vom Christentum und einem christlichen Land mit christlich-konservativen Werten. Und mich hat das so hässlich gemacht, weil Jesus hat das nicht gesagt, kurz bevor er in den Krieg gezogen ist und seine Feinde hingerichtet hat. Jesus hat das gesagt, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist und sein Leben hingegeben hat für seine Feinde. Versteht ihr den Unterschied? Er hat das nicht gesagt, bevor er seine Feinde abmetzelt, sondern kurz bevor er sein eigenes Leben hingibt aus Liebe für seine Feinde. Und du merkst, was wir machen, oder? Wir nehmen Zeug, das in der Bibel steht, oder wir nehmen Zeug, das wir meinen, ist richtig, und wir drehen es um. Und der Judas hat das die ganze Zeit gemacht. Er ist mit Jesus unterwegs, gehört die Feindesliebe-Geschichte, gehört das und das. Ja, ist gut. Und es geht da rein und da raus, oder? Und man muss fair sein, in einem Moment, fair sein gegenüber dem Judas. Die Vorstellung, dass einmal ein jüdischer Messias kommt, der seine Feinde vernichtet und das Land säubert von den Feinden, das ist nicht, hat er nicht aus der Luft gegriffen. Das ist aus der Bibel, verstehst du? Der hat die Vorstellungen aus dem Alten Testament, dass einmal ein Messias kommt und seine Feinde abschaut. Er ist nicht einfach erfunden, oder? Er ist ja nicht der Einzige, der das geglaubt hat. Das hat eine ganze Bewegung gegeben im Judentum. Die Zeloten haben gedacht, man muss das Schwert ergreifen, man muss durchschlagen, oder?
Das Problem ist nicht, dass das falsch ist, dass Jesus kommt und das Böse besiegt. Das ist nicht falsch. Das, was die Leute falsch verstanden haben, ist die Methodik, wie Jesus zum Ziel kommt. Die Methode, wie der Messias wird tun, ist missverstanden worden. Der Messias kommt nicht und macht das, indem er seine Feinde vernichtet, sondern indem er sein Leben hingibt für seine Feinde. Und der Judas erlebt die grösste Desillusionierung, die grösste Enttäuschung von seinem Leben. Jesus greift nicht zum Schwert. Jesus startet nicht eine Revolution. Jesus weist sie sogar zurecht, wo der eine das Schwert nimmt und reinschlägt und sagt, hey, steck das Schwert zurück dort, wo es gehört. Alle, die zum Schwert greifen, werden durchs Schwert umkommen, sagt Jesus. In anderen Worten sagt Jesus, das ist eine ziemlich pazifistische Aussage, gell? Wenn du Gewalt anwendest gegenüber Gewalt, gewinnt immer Gewalt. Dann heilt er sogar noch das Ohr von dem Diener, der ihn gerade verhaftet, oder? Und Jesus sagt, ich könnte meinen Vater bitten, wenn wir von Macht reden, ich könnte meinen Vater bitten für Legionen von Engeln, es sind Tausende, Abertausende von Engeln und sie würden kommen und mich befreien. Und der Judas denkt, jo, mach das! Endlich! Genau das wollen wir. Aber Jesus zeigt eine andere Macht. Die Macht von der selbstaufopfernden Liebe, wo er für seine Feinde stirbt, als sie hinrichtet oder vernichtet. Jesus sagt, ich habe Macht. Ich habe eine grössere Macht, als ihr alle kennt. Und er geht ans Kreuz. Er gibt sein Leben hin für alle Menschen. Für dich und mich. Er gibt sein Leben hin sogar für seine Feinde. Verstehst du das Revolutionäre, das dort entsteht? Am Kreuz, während er hingerichtet wird, sagt der Vater, vergib den Leuten, die mich gerade hinrichten, weil sie wissen nicht, was sie machen. Was ist das für eine Liebe? Das ist mehr als einfach gute Gefühle und romantische Liebe und so. Das ist revolutionär. Was für eine unglaubliche Liebe, die Gott hat zu seinen Feinden. Das Problem ist, leider hat der Judas das nicht mehr mitbekommen. Er ist in seiner Enttäuschung und seiner Desillusionierung verzweifelt und hat die Auferstehung von Jesus nicht mehr mitbekommen und hat nicht mitbekommen, dass Jesus auch für ihn gestorben ist. Und ihn liebt. Und er hängt sich oder sein Bauch platzt auf, was auch immer du willst glauben. Er ist auf jeden Fall gestorben. Genau. Er verpasst, dass Jesus aufersteht. Er verpasst die Macht von Gott. Er verpasst die Liebe und die Weisheit von Gott. Ein Gott, wo er für seine Feinde stirbt, als dass er seine Feinde besiegt. Und ich habe den Titel der Predigt folgendermaßen genannt: Wie wird man zu einem Fundi, zu einem Fundamentalist? Ich sage dir wie. Wenn man sich nicht mehr von Jesus enttäuschen lässt. Wenn man das Wort von Jesus, wo einem ins eigene Narrativ nicht mehr reinpassen, gar nicht mehr zulässt. Wenn man nur noch das will hören, was einem sowieso entspricht. Wenn man so selber sicher ist, auf dem richtigen Weg zu sein, dass man andere Ansichten gar nicht mehr an sich anlässt. Dann ist es möglich, dass man zu einem Verräter an dem Jesus wird, von dem man sogar meint, man ist in seinem Dienst. Und auf einige von uns trifft das zu. Hier in Basel-Land nicht, aber in Basel. Nein, ich meine es ernst. Du hast mir zwar zugelost, jetzt, aber du hast mir nicht wirklich zugelost. Ja, Feindesliebe. Ja. Ist ja gut und recht. Aber manchmal muss man schon zum Schwert greifen. Manchmal muss man schon Gewalt anwenden, oder? Das hat der Judas auch geglaubt. Und er hat gleichzeitig die Weisheit von Gott verpasst. Gott vernichtet seine Feinde nicht, er gibt sein Leben hin für seine Feinde. Und du hörst mich jetzt und hörst mich trotzdem nicht.
Weil wenn du mich hören würdest, würden wir unser Leben komplett ändern, weil wir sind Nachfolger von Jesus. Lassen wir das Radikale, was Jesus hier sagt, an uns ahnen, von Feindesliebe. Und schau, die Frage stellt sich ja immer, was ist jetzt mit dem Judas passiert? Ist der Judas gerettet? Oder? Es ist ja vorherbestimmt gewesen, heisst, dass er das macht. Oder? Das sind ja heavy User. Aber ist Judas jetzt bei Gott? Und ich glaube schon. Ich glaube schon. Weil Judas hat nachher bereut. Er hat zwar nicht mitbekommen, dass Jesus sein Leben hingeht für ihn, aber er hat bereut, er ist umgekehrt, er ist desillusioniert, er war enttäuscht. Und Jesus gibt sein Leben hin für seine Feinde. Er gibt auch sein Leben hin für seine Verräter, verstehst du? Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Ich weiß es nicht, ob der Judas gerettet ist. Das ist meine Hoffnung, weil ich sage nur, wenn es Hoffnung gibt für einen Judas, gibt es eine Hoffnung für mich und dich. Weil wir alle tragen unsere Erwartungen, die nicht göttlich sind, an Gott an und wenn Gott missbrauchen, dass er unsere Erwartungen erfüllt. Wie oft habe ich das gemacht? Wie oft habe ich meine Vorstellungen auf Gott projiziert? Wie oft habe ich mit falschen Motiven, falschen Absichten gebetet? Wie oft habe ich zum Schwert gegriffen, anstatt den Konflikt mit Liebe zu lösen? Also nicht jetzt wörtlich, aber wie oft habe ich zurückgegeben, anstatt zu vergeben? Wie oft habe ich verletzt, anstatt zu trösten? Wie oft habe ich gehasst, anstatt zu lieben? Wie oft habe ich verurteilt, anstatt zu verstehen? Ich bin angewiesen auf Gottes Gnade und Liebe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche es. Und ich hoffe, der Judas ist safe, weil sonst bin ich es wahrscheinlich auch nicht. Und wir alle sind ein bisschen so wie der Judas. Und jetzt kommt aber ein fantastisches Wort, das ich entdeckt habe. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass es so in der Bibel steht. Hast du gewusst, dass der Judas die einzige Person in der Bibel ist, wo Jesus persönlich Freund nennt? Jesus ist der einzige von allen Jüngern, von allen Personen, von allen Begegnungen, der persönlich von ihm als Freund bezeichnet wird. Ich glaube, das ist kein Zufall. Ich möchte es nochmal vorlesen. Matthäus 26, 49 bis 50. Und sogleich ging Judas auf Jesus zu und sagte, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus sagt zu ihm, Freund, dazu bist du gekommen. Und wir lesen das und interpretieren das oft so ironisch, dass das Jesus mit einer gewissen Häme gesagt hat, oder? Was für ein mieser Freund bist du, kommst mich küssen und verrotest mich. Aber was ist, wenn er das gar nicht ironisch gemeint hätte? Was ist, wenn schon dort etwas von dieser radikalen, selbstaufopfernden Liebe von Gott sichtbar wird in dieser Konversation, dass der Judas Jesus sieht und er ihn Freund nennt? Es gibt Hoffnung. Das ist so gut. Gott liebt mehr, als wir denken. Und wir werden noch überrascht sein, wer am Schluss im Himmel ist und wer nicht. Wir werden noch überrascht sein. Ich weiß nicht wer, aber es ist auch nicht an mir. Aber meine Frage an dich ist zum Schluss, hey, welche eigensinnigen Projektionen hast du auf Gott übertragen? Und wo bist du dieser Liebe nicht gerecht worden im Umgang mit deinen Mitmenschen? Stell dir die Frage. Und dann möchte ich noch beten zum Schluss. Lass uns doch aufstehen für diesen Moment. Auch dir in Basel dürfen gerne aufstehen, wenn ihr noch da sind. Jesus, ich danke dir für diesen Moment. Ich danke dir für deine Desillusionierung, für deine Enttäuschungen, dass du uns in die Wahrheit führst. Und manchmal ist es unangenehm, aber es ist trotzdem gut. Und du siehst meine Orte, wo ich mich verrennt habe, meine Projektionen, wo ich dich falsch dargestellt habe oder falsch gedacht habe. Zeig mir neu, wer du wirklich bist und zeig mir es durch dein Kreuz. Gott, ich bitte dich, dass du wirkst mit deinem Geist und uns das zeigst und uns die Augen öffnest für deine radikale Liebe.
Und ich möchte dir einfach noch sagen, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Liebe. Weil es ist auch ein Stück Judas in mir. Amen.